Grüß euch, servus. Ihr habt sicher schon gehört, die Gerüchteküche brodelt ja. Ich bin schwanger und ich weiß wirklich noch nicht, wie es mir geht dabei. Ich habe ein bisschen Zeit zum Durchatmen braucht, 2 Wochen nur YouTube geschaut, aber ich bin bestens vorbereitet schon. Ich mache jetzt das komplette Programm, Bubennamen, die 5 besten Vorschläge von euch und wir werden eine Abstimmung machen, Mädchennamen, komplett das gleiche Programm. Gender Reveal Party. Es gibt ein Gewinnspiel heute von meinem neuen Kooperationspartner, aber ihr müsst dranbleiben bis am Schluss. Es ist schon, aber trotzdem, ich weiß noch nicht, wie es mir geht. Also, wie jetzt ein Kind in meinen Lebenswandel einpassen soll, weiß ich wirklich nicht. Aber eigentlich, also was wirklich, das, ja, das wird schon gehen, aber die Geschichte ist halt, ich weiß nicht, wer die Mama ist. Ja. Und es kommen 5, 6 Frauen in Frage und ich habe dann, ja, es gibt eigentlich nur eine, wo ich gern hätte, dass sie die Mama ist. Und mit der habe ich geredet und sie ist es nicht. Und jetzt habe ich ja wirklich einen Hut drauf gehabt. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Und ich habe nur YouTube geschaut, 2 Wochen lang. Echt. Und es ist schon auch das mit diesen Kooperationspartnern mein Hauptsponsor. Der ist natürlich nicht sehr erfreut über meinen neuen Kooperationspartner. So, was die Babynahrung und so. Für die Spaßbefreiten unter euch. Ist ein Scherz. Ich bin nicht schwanger, ist auch niemand von mir schwanger. Und der Gösser ist auch nicht mein Sponsor. Nee, leider. Ich habe ja jetzt wirklich 2 Wochen für YouTube geschaut. Das interessiert mich immer schon, also und aus mehreren Gründen irgendwo. Aber ich habe jetzt mit 2 Wochen wirklich Musikpause gemacht, Aufnehmen, Pause. Ich habe jetzt einen Monat lang wie der größte Vollidiot aufgenommen. Wirklich, also alle 11 Lieder eigentlich fertig, bis auf die Strophen, die wichtigsten Sachen. Strophen einsingen, fehlt noch 1, 2 E-Gitarren drüber. Aber es war wirklich viel am Anfang. Jetzt haben wir 11 Lieder, nicht nur 7, die geplant waren. Und ich bin jetzt ein bisschen ausbrennt gewesen. Und 2 Wochen einmal was anderes tun. Super. Und YouTube ist sowieso für mich spannend, weil ich halt selber Internetvideos mache und YouTube ist halt eine große Plattform. Deshalb habe ich sogar versucht, Titel und Büttel vorher zu machen. Ich finde Insta eigentlich fast lustiger, muss ich sagen, als YouTube. Weil du einfach Likes kriegst und Kommentare kriegst und Leute schreiben da was. So. Auf YouTube hat ja niemand einen User. Ja. Ein Video habe ich gemacht, da habe ich mir gedacht, das schaut aus wie ein TikTok-Video. Und ich habe schon einen TikTok-Account angelegt, 41 Follower. Ich finde YouTube aus dem Grund auch spannend, weil es ja schon, glaube ich, die Sprache von den jungen Leuten halt sehr beeinflusst. Und da gibt es schon so ein bisschen Sprachbarriere, meiner Meinung nach. Oder für mich ist es auch witzig, wenn ich oft her, weiß ich nicht, muss aber schon cringe und ich meine, ich weiß ja, was die Dinge heißen und so und umgekehrt ist es auch so. Wie kann keiner erzählen, dass es da keine Sprachbarriere gibt? Geh einmal hin als 40-jähriger Mann zu einem 20-Jährigen und sag, hey Digga, gehst du mir mal direkt den Cheek schnorren? Ich glaube, der liegt am Boden vor Lachen. Oder es kommt eine ganz peinlich betretene Stille und der wird denken, was will der Opa von mir? Ach, Boomer sagen sie. Ich weiß ja nicht genau, weil so viele Leute damals geboren worden sind. Ist schon witzig auch. Und irgendwo, ich mache mir halt schon Gedanken, ich meine, in Wahrheit, so Mundart, Musik interessiert einen Jungen nicht. Der versteht nicht einmal, was ich sage. Der glaubt, der Kalibran, der wohnt auf der Alm oben, da braucht er nicht viel reden. Und außer mit der Alm reise ich einmal in der Woche und da ist die Sprache der Liebe ja international. Ne? Sehr spannend, dieses YouTube. Ich habe halt einfach versucht, ein bisschen zu schauen, wer sind die bekannten Deutschen, warum sind sie bekannt,
und was tun die eigentlich und gibt es da was mir taugt. Dinge sind ja schon so wie im echten, also wie in der analogen Welt auch, immer anfangs gut und taugt dann die Leute und dann irgendwann, ja, dann gibt es diese blinden Follower, diese Fans, die immer ja sagen, wenn du irgendein Blödsinn behauptest. Ja, das ist ja da, ist ganz das Gleiche. Ich bin dann hängen geblieben bei diesen Reaction-YouTubern. Das sind YouTuber, die reagieren auf andere bekannte YouTuber und entlarven dann, dass irgendwas nicht gestimmt hat und teilweise ziemlich geschissene Sachen auch. Das hat mich dann viel mehr interessiert. Mimi zum Beispiel ist so einer. Den findet man nämlich, den musst du suchen, du findest auf YouTube Österreich nicht. Wenn du da draufklickst, Channel not available. Er macht halt witzig und so. Zum Beispiel diese Rapper, die er da immer auf der Schaufel hat. Die komplett gleiche Geschichte wie im echten Leben auch. Es ist ein großer Skandal. Der Rapper hat irgendwas gemacht und ganz furchtbar und keiner versteht es genau. Es ist ganz schlimm und die Bild-Zeitung schreibt Vergewaltigung vielleicht und ganz schlimm. Riesendrama. Und dann kommt man drauf, dass das ein Blödsinn war. Es hat gar nicht gestimmt. War nur ein Prank, war fake. Und ja, so ein Zufall, 3 Tage später kommt das Video raus mit dem eigenen Lied. Wow. Ja, diese Reaction-YouTuber, die belegen dann wirklich, dass das ein Blödsinn ist. Die werden zerlegt. Also du kannst das auch alles belegen dann. Du kannst ja diese Videos speichern, obwohl sie das dann löschen immer wieder. Das findest du immer wieder. Kuchen TV. Ja, sage ich nichts dazu. Power TJ finde ich aber auch cool. Ja, die Burschen machen das echt cool, finde ich, unterhaltsam und so und die belegen alles. Also du hast überall Links und Quellenangaben, aber eigentlich, ich glaube, alles, was du wissen musst momentan, wenn du dich fürs Internet interessierst, die 2 Mädels, eigentlich sind es 3, aber die dritte sage ich euch nicht, weil die ist ein bisschen zynisch und ja, ich brauche das momentan manchmal. Aber man muss selber drauf kommen. Die Alicia Joe, ich glaube wirklich, also in aller Munde, jeder redet über sie wirklich, also jeder YouTuber, der Rang und Namen hat, macht dann wiederum so ein Reaktionsvideo auf sie, ja, den sagt dann seine Meinung dazu. Und ich finde, du kannst dir jedes Video anschauen von ihr. Ähnlich, wie hat sie? Die Sascha. Und es ist wirklich Zufall, dass die beide so hübsch sind, die beiden, die schon nicht mehr Deutsch reden. Also die Sascha ist größer wie die Alicia. Aha. Die sind wirklich gut unterhaltsam und völlig zu Recht bekannt. Naja, es sind schon grauslige Sachen oft. Man weiß natürlich nicht genau, wie viel das stimmt. Bei einer haben sie eigentlich herausgefunden, dass sie ihr Pferd gar nicht reiten darf, ja, weil das so ein aussortiertes Pferd aus dem Reitsport war. Sie hat sich das gekauft und festberitten auf ihrem Stream. Die heute sind wir in die Kamera, diese ganzen Dokumente. So ein Pferd ist ja nur dafür gedacht, dass das so als Sozialpartner quasi im Stall haust. Bei Pferden ist es so, dass der Umgang mit anderen Pferden geschätzt wird. Das gehört zum guten Leben dazu. Aber sie hat das nicht gecheckt zuerst, offensichtlich. Und dann sind aber die Fans, die Zuschauer schon langsam einmal laut geworden. Ja, das geht so nicht und das gibt's ja nicht. Und sie hat es natürlich versucht zu vertuschen. Aber naja, wenn du im Internet Videos postest, dann kannst du das löschen so oft, dass du willst, das kommt immer wieder. Also Tiermisshandlungen, ja, Kindergeschichten finde ich wirklich grauslig. Also entweder wenn minderjährige Sachen machen, wo du denkst, oder eben Eltern mit ihren Kindern. Ja. Es ist so wie überall, man sieht von den Kindern sehr viel, wie man mit den Kindern umgeht, was man den Kindern erzählt. Es ist auch, finde ich, auch politisch wirklich eine spannende Geschichte, was die 2 Mädels auch machen, weil sie wirklich an Grauzonen aufzeigen. Ja. Und das ist wirklich gut recherchieren, belegen mit Quellen, da kannst du nichts sagen dagegen. Ja, ja, das ist so dieses neue Ein-Personen-Reporter-Ding, was ich unheimlich wertvoll finde. Ja, das wird oft von den Analogmedien
so dargestellt, als ob das alles schlecht ist und es ist nur alles Abzocke und so. Und die großen Sachen sind auch wirklich Abzocke. Und genau um das geht es halt dann auch oft in diesen Reaction-Videos. Recording, okay, der wird jetzt gut. Bis jetzt war alles Arsch. Und mir hat gedacht, die zwei Mädels, sie fallen nie ins Extrem und sie sehen auch, wo andere Leute ins Extrem fallen. Ja, also bei gewissen Themen ist es dann schon so, dass man sich leichter tut, als Frau darüber zu reden. Und das ist dann sehr, sehr angenehm. Ich finde die zwei Mädels wirklich gut. Jo, so ist es. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zuschauen. Und ich mache mir jetzt noch Bier auf. Viert euch. Ciao. Prost. Ciao. Das Bier übergegangen. Macht nichts. Ciao.